So, dann wollen wir gleich mal schauen, was wir mit den neuen Schuhen stellen. Wer hat denn noch keine? Ben Arfa hat auch noch keine. Der kriegt einmal die da. Also die Schuhe verbessern natürlich die Spiele immer. Kabay hat auch keine. Hat Oscar welche, der hat schon welche. Dembaba hat auch keine. Schussgenauigkeit erhöht auf 89, die sind natürlich ganz gut. Haben wir noch mehr? So, der kriegt die da. So, was machen denn die Finanzen? Wir hätten ein Plus von plus 48. Das heißt im Grunde, kann man uns Barnetta leisten. Machen wir mal einen Vergleich. Und zwar mit Gutierrez. Also links ist Barnetta und rechts ist Gutierrez. Ja, der Barnetta ist auf jeden Fall flinker und schneller. Hat aber nichts für Ausdauer. Wollen wir uns denn jetzt nehmen? Wie viel kostet er denn? Es gibt aber einen Ramsey, aber das ist mehr zentraler Mittelfeldspieler. Vargas, den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. 35. Wir schauen nochmal da rein in die Transferlisten, wer alles zum Verkauf steht. Sinclair war da ein linker Mittelfeldspieler. War aber 23 erst und kann sich noch entwickeln. Spielt bei Manchester City. Nehmen wir vielleicht den da. Also der entwickelt sich noch. Das ist natürlich ganz gut. Der andere mit 27 wird sich wahrscheinlich eher weniger entwickeln. Der kostet wie viel? Achso, der hat Verlängerungsgespräche ausgesetzt. Also Manchester City verlängert mit dem gar nicht. Wir fragen mal ja. Mal schauen, was rauskommt. Und es kann noch vor Manchester passieren. Ach, die Jugendmannschaft, da kann man auch mal einen Blick einwerfen. Ja, bescheiden. Da müssen wir auf jeden Fall im August dann am besten Scout einstellen. Damit wir da bessere Talente kriegen. Und jetzt kann die Entscheidung von sein für unseren linken Mittelfeldspieler. Williamson hat sich verletzt. Sinclair, 10 Millionen Ablöse, 3 Jahresvertrag. Das machen wir mal. Ja, übrigens, das ganze Geld, was wir da haben, ist Einnahmen von Fanclub und Sponsoren. Das kriegen wir ja einmal am Saisonbeginn und einmal
in der Winterpause. So, und jetzt machen wir. Wie schaut denn aus? TOT macht den keiner. Toulouse tun beobachten. Aber haben dort morgen keiner. Den kann man eigentlich auch weg da. Ja, da ist die Pressekonferenz und unser neuer Mann, Sinclair. Und der soll auf der linken Seite wirbeln. Kabay spielt eine tolle Premier League Saison. Das finde ich aber nicht, dass der so gut spielt. So, natürlich ist es Konkurrenz für die anderen noch. Was hat er denn für eine Nummer? 15. Gehen wir mal andere. Und zwar ein 33er. So, jetzt geht's gegen Manchester United. Die sind ja im letzten Spiel gegen uns mit Ach und Krach davor gekommen. Mit einem Unentschieden. Das wollen wir diesmal ändern. So, wer ist noch fit? Keiner. Gut, starten wir. Heimspiel gegen Manchester United im St. James Park, wie immer heute. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall kein Leichtspiel. Wir müssen sowieso gewinnen, weil wir 6. oder 7. sind. Ansonsten werden wir nicht mindestens 6. werden. Kennen wir nächste Saison nicht in den Europapokal. Wie, schon wieder abseits? Naja. Ganz knapp da die Saison. Freistoß Ferdinand. Erster Schussversuch. Garrick. Gutierrez. Vielleicht bald ohne Stammplatz. Aber der ist ja auch noch der Jüngste mit 29. Und wir müssen ja schon ein bisschen vorplanen für die nächste Saison. Welbeck. Nani. Oh oh. Kagawa. Das war ganz knapp. Aber ist gerade gut gegangen. Steven Taylor.
Scheiße, da haben wir uns abnehmen lassen. So, geklärt. Wieder Kagawa. Kein Foulspiel. Gutierrez. Holt der Ecken aus da. Ja, und schießt jetzt knapp drüber. Also Kopfball ist auch nicht so wirklich seine Stärken. Ich glaube, Sinclair wird dann auch nicht Kopfballstärker sein, weil der noch kleiner ist. Dafür ist der Dribbelstärker. Ja, war das kein Abseits? War keins. Also Tor durch Welbeck. Und Manchester führt. Unverdient. Aber so schnell kann es gehen. Ach, das war doch meilenweit Abseits. Ja, kannte man schon mit Pfeifer. Uns wird ja auch nichts geschenkt. Ja, Fakt ist, wir liegen hinten. Was aber nichts heißen muss. Kagawa bedrängt, gibt Ecke. Ja, der Kabay, der rennt da auch ziemlich planlos durch die Gegend. Und jetzt kriegt Dodo die Gelbe wegen Foulspiel an Wayne Rooney. Einwurf. Und das war ein Lattenschuss. Was war denn jetzt wieder? Ach, Foulspiel von Manchester. Ja, jetzt gibt's Ecke. Immerhin, jetzt hätte ich gemeint, es gibt einen Abschlag. Ja, Tiote wird auf jeden Fall kein Kopfballspieler mehr. Ja, und Ronaldo, seine Stärke ist auch nicht besonders. Also zumindest bis jetzt noch nicht. In der laufenden Saison, glaube ich, hat er noch kein Kopfballtor geschossen. Jetzt auf, Burm, wir müssen ein Tor schießen. 1-0 hinten. Das ist alles noch möglich. Außer Welbeck macht ja das zweite. Aber das ist mal nicht. Oh, Glück für Manchester. Ronaldo. Riesenchance. Nächste Ecke.
Nani. Das war nix, Bursche. TOD. Ja, bedrängt von 4 Mann. Das wird natürlich nichts sehen, dass der noch heil rauskommt. Ja, und erst einmal Halbzeit. 0-1 für Manchester United. Ja, ich muss sagen, es ist eigentlich ein ziemlich Kopf-an-Kopf-Spiel. Mit etwas Dusel haben die anderen ein Tor geschossen. Aber wir spielen jetzt mal auf schnelle Konter. Vielleicht können wir es irgendwie knacken, die Engländer. Zumindest ein Tor. Das war abseits. Jetzt wo er drin wird. Naja, also das Tor von Manchester war auch nicht besser. Es war so ungefähr die gleiche Situation. War aber kein Abseits. Rooney. Welbeck. Ja, Kabay, der hat's mit genauen Pässen hat's ja nicht wirklich. Obwohl er eigentlich die Fakten eigentlich für ihn sprechen, dass er genaue Pässe spielen kann. Nani gegen Dodo wieder. Den erwischen wir nicht. Manchester wackelt. Nur wir kriegen keine gescheiten Pässe hin. Das ist unser Problem. So, unser Kartensammler TOT kriegt wieder gelb. Können wir den auswechseln? Können wir nicht, weil wir keinen Zentralen haben. Obwohl wir könnten so machen. Der bleibt dann zentral und rechts kommt dann Obertor. Und dann hätten wir noch eine zusätzliche Angriffsperson. Haben wir nämlich eh nötig. Ja, und die haben Roberto Carlos in der Mannschaft. Okay.
Ja, uns fehlt einfach der präzise Pass einmal. Noch läuft es nicht so, wie es laufen soll. Ja, das war jetzt Notbremse einfach. Gibt der eh weh. Weil wenn der jetzt quergelegt hätte auf Rooney, dann war es wahrscheinlich das 2-0 gefallen. Aber ich glaube, das fällt jetzt eh. Oder doch nicht. Und der Typ kann auch bloß draufhauen. Mit Gefühl kann der gar nicht spielen, der Roberto Carlos. Naja, bei den Einfachen liegt am Abschluss. Ich kann keinen anspielen. Ja. Das ist unser Problem, weil einfach keiner da ist, der sich freiläuft. Oh, geniale Ecken war das was. Ja, es haut einfach keiner auf den Ball drauf. Und somit schießen wir keinen Ausgleich. Letztendlich werden wir wahrscheinlich unverdient oder besser gesagt unglücklich verlieren. Denn Manchester hat gar nicht so viel drauf. Bisher. Die haben nämlich eigentlich auch gerade die eine Chance gehabt. Und haben damit das Tor gemacht. Und ansonsten war das eigentlich nicht viel, was sie gesagt haben. Und langsam wird es eng. Ja, Destro gegen alle. Und es rückt einfach keiner von uns nach. Es dauert zu lang. Obertor startet. Ja, das war jetzt natürlich wenn der abgefälschte Ball, dass der irgendwie reingegangen wird. Aber leider nicht. Ecke. Nochmal. Wie jetzt Abstoß. Ja. Muss man nicht weiter erklären. Also mit den Pässe haben wir es echt nicht. Es ist unglaublich. Es kommt kein Ball noch. So, letzte Chance jetzt. Ecke. Der muss jetzt sitzen. Unbedingt. Na, sitzt natürlich nicht. Ja, und das war's. Nächste Niederlage. Unglücklich. Manchester United schummelt sie irgendwie noch durch. Mit einem Abseitstor, finde ich. Also für mich war das Abseits. Und jetzt sind wir mittlerweile schon auf Platz 8 unten. Jetzt wird es schon langsam happig. Wir müssen unbedingt einmal gewinnen.
So eine schlampige Darbietung können wir uns nicht einfach nicht mehr leisten. Ja, das ist auf jeden Fall klar.